Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag leef Luxor zu Hus und unterwegs. Schön, dass du da seid. Wer Instagram hat, hättet alt gelesen. De fiese Corona-Biester han auch uns gebremst. Und nach dem wunderschönen Fastelovend mochte man unfreiwillige Kleipüschen machen. Jetzt sind wir wieder da. Sagen's Hermann, so in der Fastenzeit, wo viel Lück keine Alkohol trinken oder kein Süßigkeiten essen oder so, ja, Bichte, Jon. Weißt du eigentlich, was eine Bichtstuhl ist? Ja, sicher weiß ich das. Das kann ich dir auch verklären, ohne dass ich im Internet rumkrause und nachschauen muss. Ich habe nicht nachgeschaut im Internet. Das war lustig. Ne Bichtstuhl kennen die da überhaupt nicht. Was ist? Ja, die kennen nur, wenn du das in Jester Christi die Frage, wollten sie in ihr Buchstuhl. Also man weiß nicht, ob das für Bücher ist oder aus der Buche jemand. Aber da handelt es sich dann um Drehstuhl oder Bürostuhl oder so eine Kram. Möchte man es auseinanderposmentieren. Erstens, was ist ein Bisch? Und zweitens, was ist ein Stuhl? Da fällt mir direkt mein Mathelehrer ein. Der hat immer gesagt, ein Stuhl ist, wenn man sich setzt. Das ist natürlich Quatsch, ne? Der wollte uns animieren, dass man das richtig ordentlich verklären täte. Also, da küdet dann richtig philosophisch. Manchmal ist ja, wenn man so jetzt verklären tät, einfach. Was ist eine Möb? Das ist eine Hunk. Das geht. Oder so für Fastelovend, was sind Nonnefützcher? Das sind Mutze Mändelscher. Also man nimmt einfach ein anderes Wort. Aber das geht oft nicht fluppe, so, das einfach so zu verklären. Genau. Und das hat der Lehrer damit auch gesagt. Er wollte das mal üben, darüber eine andere Begriff zu suchen. Also für ein Beispiel, was ist eine Hunk? Ein Hunk ist ein Tier oder ein Säugetier. Was sind Nonnefützcher? Das ist ein Gebäck. Das macht so ja Spaß, so jetzt zu überlegen. Ich glaube, das kann auch eine Kirche verstehen. Also für ein Beispiel, was ist der Dom? Das ist eine Kirche. Was ist eine Kirche? Das ist ein Gesöff. Und was ist eine Stuhl, für wieder darauf zurückzukommen? Ein Stuhl ist ein Möbelstück. Ja, genau. Und jetzt, wenn wir so führen, wie man das so mit beim Definieren, küt das, was der Stuhl von anderen Möbeln unterscheiden tät. Also eine Stuhl ist nur für einen Mensch. Sonst könntet ja auch eine Bank oder ein Kanapee sein. Ja, und eine Stuhl hätte einen Rückgelehnt, sonst wäre es ja bloß eine Hocker. Boah, was sind wir effizient. Ja, und ein Stuhl hätte nichts für die Ärmel aufzulegen und hätte auch kein Polster für das Fötchen, sonst wäre es ja ein Sessel. Das ist eine richtige Wissenschaft, die wir hier anfangen. Ja, das geht aber auch auf Kölsch. Das ist doch jetzt Finges. Das haben wir also definiert mit dem Stuhl. Und der Bisch, was ist das? Dann schaffen wir ja auch den Bichstuhl zusammenzusetzen, wie du gesagt hast, ohne also das Internet. Das ist jetzt schwerer wie das mit dem Stuhl. Also eine Bichstuhl ist, wo man jetzt Bichte etwas beichten tut. Also mit dem Bichten möchte man ja verklären. Wann ich sage, für ein Beispiel, ich muss dir bichten, ich habe den Schokolade gekimmelt. Das man so hückmischten, der jetzt gebrochen. Das heißt dann in dem Sinn, dass man sagt, ich muss so jewe, dass ich jetzt gemacht habe, was peinlich war. Ja, früher war das ja für die Kirche, wie sagt man, in der Kirche, Bichte. Ich rede jetzt in der Fastenzeit. Also machen wir eine Definition. Ein Bisch ist ein Angebot von der katholischen Kirche, wo man sagen tät, was man Jods unterlassen und Böses getan hat.
und wo man frei gesprochen wird. Ja, wie du das siehst, hört sich das ja richtig gut an. Ja, wann nicht freiwillig ist. Er war off und gerade für die Pens hättet ja welche getroffen, die richtig Stress damit kriegen haben. Und dann wollten sie oft so richtig Jod machen. Ich habe den Eindruck, die Bands wussten auch ja nicht, was sie bichten sollten. Also, wenn ich mich so an mein Kindheit erinnere, dann haben die Bands in das Gebetbuch reingelot. Da war das so jetzt wie eine wie heißt das, eine Bischspiel, ne? Also ich hatte das, als Mädchen habe ich das auch echt stressig gefunden. Ich habe dann oft gebischt, ich hätte wieder Wörter gejoven. Ja, das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen. Was hätte mir überhaupt nicht leid getan. Das kann ich mir auch vorstellen. Da war auch bestimmt viel, wie sagt man, Wissensdrang dabei, um es jetzt Jodes zu sagen. Ne? Das ist überlebt. Man muss ja auch widersprechen dürfen. Das meine ich aber auch. Aber sie haben sich so richtig Stress gemacht. Manchmal tät man auch darüber lachen, aber so richtig witzig ist es auch nicht. In der Verwandtschaft bei uns, also in der Generation von meiner großen, entfernte Verwandte, der wurde immer damit abgetrocken, was er als Kind gebischt hat. Der hätte nämlich natürlich nicht extra, hätte in der Kirche als Jung eine Pflege lassen. Und da hätte er gedacht, das darf man nicht und wusste aber nicht, wie man das formulieren soll. Wie man das Fützchen formulieren soll. Genau, und dann hätte er im Gebetbuch rumgelot und was dabei rausgekommen ist, und das hätte er dann da noch die ganze Schwierigkeiten auch kundgetan, hätte er erzählt, ich habe den Kirchenboden unkeusch angehaucht. Ja, ob der eine sich schinkt, das ja lustig. Aber der arme Jung, für eine Futz, ähnliche Verzell kann ich aber auch erzählen von einem Schulfreund, der das erzählen. War mit seiner Mom in der Metzgerei. Und die Verkäufer, ich hoffe, dass Futze Menschen, wie alt waren gewesen, sagen wir 8 Jahre, 9 Jahre, ein Schiff Fleischwurst. Und das hat ihm so gut geschmeckt, dass die sagte, kann ich bitte noch ein Fleischwürstchen haben? Und ja. Aber der Mann sicher peinlich. Ne? Und das war ihm peinlich und das hätte dann gebischt. Er sagt, damit habe ich die Pointe vorweggenommen. Er hätte von der Fleischeslust gebischt. Ist ja Wahnsinn. Ja, mit der Fleischeslust und für alle mit dem Keusch sind da Stunden ganze Rutschsache drin, ne? In dem Bischspiegel. Ja, da ist eine erzählt, der Herr nicht von der Volksschule, der Jahre noch der Volksschule gekriegt. Die hat dann die ganze Gebot durchgesprochen, die in dem Beispiegel sind. Und da kommt dann auch Unkeusche, du sollst nichts Unkeusches tun. Und dann hat sie dann die 19-Jährige gefragt, was ist Unkeusch? Stille. Und dann hat sich auf einmal der Primus von den Schülern melden und sagte, ich war unkeusch. Was hast du denn getan? Ja, ich hatte einen ganz, ganz schrecklichen Husten und bei jedem Husten, da musste ich sowas von keuchen und deshalb muss ich das Unkeusche ja dann beichten. Das ist ja ein bisschen komisch, ne? Er hätte ja gekeucht, also war er ja keusch. Aber mal Süd, das ist witzig und 40 Riemele, aber das ist auch genauso nicht schön, ne? Ja. Also, wie dann manchmal doch ein Jod eng genommen hat, haben wir in dem schönen Verzell vom Suidbert Heimbach. Und wie das Zufall möcht, hat der Hermann der für euch dabei. Der Suidbert, genannt der Schwibbes, war Chef von einer Schule in der Friesenstraße. Und er hat abgeschrieben, wie sein Pute zig für den Ersten Weltkrieg, also für 1914, gewesen ist. Und daraus ist das, was der Hermann euch jetzt vorlesen tät. Mein erster Bisch. Für den Bischte hatte ich als Kind lang zig Kamasche. Für eine große Jung einmal
wie ich im Spießejade mit nem Knüppel Äppel von der Böhm wurf, seht, dat möt ich bichte. Bichte? Ich weiß ja nicht, wat dat war, aber et Mord war jet fieses Sinn. Ich, wie ich dem Jungen ne dicke Appel über de Britz geworfen hat, säte, ich bräuchte doch nicht zu bichte. Da ging die Angst jet fort, war Jans, det ich dem Friede doch nicht traue. Zum zweiten Mal wurde ich drauf gestossen, wie ich mi Vater in der Kirche ins Haus fragen det, wat die Lücklute an dem kleinen Hüschen lore jinke. Wat hinger dem blaue Doch an der Sieg zu sinnen wär. Wie ma später ob der Straße waren, sagt mi Vater, in dem Hüschen könnt man nix sinnen, da söst der Herr Pastor drin und der möten de Lüg alles sagen, wat sie Schlimmes gedonnen hätte. Ich sage, auch wann sie Äppel geklaut han. Ja, meint mi Vater, auch wann sie dem Pussy auf der Städtz getrudde han. Ja, auch dat, wann ma ihm nur wie tun wollt, meinte. Auch wann sie han der Kind gespaut han. Och, alles wat nit brav is, muss ma bichte. Bichte, da war das Wort wieder, was ich als bald vergessen hat. Ich hab mi Vater lieber nix mehr gefragt, wenn ich auch noch allerlei Hetze hat. Jedenfalls wuss ich jetzt, Bichte. Bichte ist jetzt Schlimmes, für den man sich in Acht nehmen muss. Wie unser Herr Pastor eines Tages um Schulhof jet erst in mich nö kam, han ich mich flöck hinter dem Bisseng verstochen. Man wuss ja nicht, wat er wollt. Am schlimmsten Wort ever, wie ne Gesell von uns mir ob min Vorchnom Bichte sagt, wann ma Bichte ging und hätt jet ganz Schlimmes gedonn, krieg man ne Nägel in der Kopf geschlagen. Ich sage, auch wenn man nur an singen Papa singer lange Pief getrocken hätt. Ja, dat, sagt der Gesell, es ein Dutzend und ein Jung, der so getät, kriegt so ne dicke Nägel ihren gepinnt. Da bezechten er mir ne 6 Zeller, der mir durch der ganze Kopf bis tief in der Buch gegangen wär. Ich hatte gedan. Jetzt wuss ich, warum es mir hinterher so schlecht geworden war. Ein Dutzend. An dem Tag hätt mir das Essen nicht richtig geschmeckt. Und ich hab mir so oft an der Kopf gefot und probiert, wo der Nägel am flüchsten ging, dass mi Vater sagt, wat riefst du Lute am Kopf rum? Fehlt da jet? Mi Mutter meint, hätt am Eng in der Schule jet gefangen. Jewen set Kämpsche, Herr. Milder. Und ja, nicht so erg war die Sache, wie unser Kaplan uns dann in der Schule über das Bichte sprechen det. Wie ich ihn nur den Nägel fragte, hätte mich Lob ausgelacht und gesagt, zwischen dem jäsliche Herr und dem, der Bichte wollt, wär sie ja noch ein klein Britz. Und man könnt ja noch nicht ins einem an der Uhr kommen, wat manchmal erg nötig wär. Und ob ich meint, der Jäsliche, der immer ne dicke Hammer und ein Kissnägel mit sich rumschleife, der hat am Gebetbuch grad genug zu tragen. Die Kleinbretz war mir direkt sympathisch und ich dachte, besser ist besser, besonders wenn man zu viel Dutzende gedonnen hat. Wie unser Kaplan et uns gesagt, han ich mir dann für dem erste Bichte alle Sünde auf ne Zettel geschrieben. Ich wollte es mit meinem Freund Peter zusammen machen. Dem sie Vater hat 3 Häuser und in einem davon haben wir angefangen. Aber wie der Peter all meine Sünde aufschreiben wollt und auch noch sagt Ehebrechen, wird mit SCH geschrieben, han ich dem singe Zettel flück zerrissen und bin laufen gegangen.
Ich habe mich dann in einer Sandkuhl, die Stillloch, auf einen Sandhaufen gesetzt und einen ganzen Sieg voll Sünde geschrieben. Wie ich heimkomm, sagt mir Mutter, wo warst du so lang? Ich sage, ich habe in Sünde abgeschrieben, wenn wir yonder morgen biste. Dann habe ich meiner Mutter auch erzählt, dass ich den Peter seine Zettel zerrissen hätte. Und warum? Sie meint, ich hätte ja recht. Ehebrechen wird nicht mit SCH geschrieben. Aber dat bräuchte mir Kinder ja nicht zu schreiben. Ich sage, oh ja, ich habe es gebrochen, wie ich den Papa an der lang Beef getrocknet habe. Das tue ich aber nie mehr. Sie meint, das ist ja schlimm. Aber wenn's das mir jetzt gesagt hast, brauchst du nicht mir extra zu beichten. Komm, gib mir uns den Beichtzettel. Ich lore norens, ob du nicht so viel Fehler gemacht hast. Dann gab sie sich auf einmal dran und den ganze Reisünde Striche. Das gefiel mir ja nicht, denn es waren auch schön Sünde bei den Gestrichene. Die Mutter meint, wenn sie all so eine große Zettel hätte, kommen sie ja nicht all beim Beichte dran. Und der Herr Pastor und der Herr Kaplan würden ja auch uns möt. Am anderen Tag han ich dann gebischt. Es war nicht ganz einfach, weil ich im Halbdüstere kaum jetzt lesen konnte und ich überhaupt keine Sünde mehr wusste. Wie ich dann endlich fertig war und der Kaplan fragte, ob es jetzt alles war, habe ich ihm ehrlich gesagt, dass meine Mutter mir so viel Sünde gestrichen hätte. Der meinten, ich soll ruhig immer die Mutter fragen, die weiß am besten, was ich beichten möcht. Daheim javet, weil alles so gut gegangen war, ein dicke Schief kochen. Von mir aus wär ich am anderen Tag halt wieder biste gegangen. Da kleine Schwibbes. Was der da erzählt, könnt sich aber auch in Mingerputezick in den 60er Jahren abgespielt haben. Der war auch in so einem Kabüffchen mit einem Stuhl, den wir evans definiert haben, Stuhl für der Pastor und 2 Kniebänk drusse für de Sünder. Ja, und Höck, mir könnte mir wissen, dass der Nobel is es all schuld. Und die Leser sagen zwar, der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin und wir sind alle kleine Sünderlein, aber trotzdem, der Nobel ist schuld dran und wir haben mit nix jetzt am Hut. Aber jetzt im Ernst, Höck, Jon kaum noch Lück bischte und wann, dann Jon sie nicht in so ein Kabüffchen. Also die meiste Kommunionskinder wissen ja nicht, was ne Bichtstuhl ist. Jetzt haben wir wieder so ein Kirchenthema ausgebreitet. Wie ich gefragt han, Hermann, weißt du, was ne Bichtstuhl ist? Hast du das doch so ja nicht im Sinn, oder? Ja und nee. Ja, wegen dem Schwibbes singen verzell von der ersten Bisch. Und nee, fragен's der noch Otto Normalverbraucher, also ob Kölsch, der Schmitze dünn oder irgendwer, was das Bischte, was das ist. Ja, han ich dich doch gefragt nach dem Bichtstuhl. Ja, ich sage nicht dir, es geht hier um die Wirtschaft, ein Kölsche Wirtschaft, versteht sich, was nur in Köln geht. Was heißt das? Die in Kölsche Wirtschaft, nicht mehr all, aber hier und da findet man immer noch, die haben ein Thekenschaf. Ist das ein lecker Diersche? Was ist das? Ist das ein Diersche? Ein Schöfchen? Also, nee, Schaf, du weißt, was ich meine. Das ist eine also so jetzt wie eine Schrank. Ein dicke Schaf ist aber auch keine richtige Schrank. Das ist, wenn du willst, eine Schrank, in der man rennen kann. Also so jetzt Ähnliches wie in der Kirche, vom Aussehen her eine Bischstuhl. Wieso eine Bischstuhl? In dem Kontörchen ist also ganz klein. Da sitzt dann der Wirt und passt dann auch gut ob, dass sie in Köbisse richtig abrechnen, wenn sie eine Kranzkölsch rausbringen, dass der dann auch notiert wird, dass der nicht schwarz verkauft wird und so weiter. Und
ja, ob einer sich ist das so ja offen oder hat auf jeden Fall so groß finster, wo er das all verklären und notieren kann. Und wo mit der Köbisse aufrechnen geht und aufpasst, das Essen, was rausgeht, dass das in Ordnung ist. Das ist dann der Bischstuhl, das Thekenschaft, geschäftlich wohl genannt, in der Kölsche Wirtschaft. Ja, was soll ich da noch sagen? Ach so, früher wurde das so angeladen in der Kölsche Wirtschaft, dass auf der Einzig eine Hausflur zu sehen war von Lieferanten, die dann die Bittermenschen und so wieder reinbringen täten, wurden sie dann auch wieder vom Wirt kontrolliert. Und dann ja, wird dann noch dazu für Kölsch im Stonn zu trinken. Das heißt, das Joflüg, die durften nicht in die Wirtschaft, in die Räumlichkeiten herum rennen. Warum? Die hatten unehrenhafte Berufe wie Henker, Scharfrichter, Dudegräfer oder die Jauche sauber gemacht haben und deshalb nicht so gut gerochen haben. Ne? Die mussten dann am Flur ihr Kölsch im Stonn trinken. Das ist der Bistro, den ich gemeint habe. Es geht ja auch nichts für lecker Kölsch. Ne? Das ist so nicht vorbei. Also das heißt, wer vom Bistro spricht, muss kein religiöser Mensch sein. Genau, nur eine Kölsche muss er sein. Auch nicht. Auch deine Leute, die jetzt nördlicher wohnen, denen schmeckt auch noch ein Kölsch, wenn sie hier sind. Ich dat mir das jetzt verdefe ja mal besser zu unserem Sprachkurs. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Hüg jede zwei Sachen, die mir euch erzählen will. Das erste ist ein bisschen kompliziert. Et geht das je, geschrieben Hudeutsch G, zwischen zwei Vokale. Wann da für ein Beispiel in dem Wort Ware, das Auto, da Ware. Der erste Vokal, das A, aber auch das O oder das U, sind dunkle Vokale. Und danach das E oder auch das I, sind helle Vokale. Und jedes Mal, wenn das so ist, wird das je wie R gesprochen. Das intervokalische je heißt. Also da Ware. So jeder doch bei Frauen. Oder für das Bischvokabular zu gebruchen von Lehe, ich han gelore. Bedrehe, ich han bedrohe. Jetzt sind wir ganz hörsch ob die Vergangenheitsformen gekommen. Jetzt sind wir einmal mit der komplizierten Sache dran. Da können wir ja das auch einbauen, was auch im Hudeutschen nicht ganz einfach ist. Manchmal sind die Vergangenheitsformen unregelmäßig. Und dafür machen wir heute ein paar Wörter, die wir euch rüberdeuten. Ja, es heißt, ich höre, ich han gehört. Oder von Bichte im Bichstuhl, ich han gebisch. Das T, was wir im Hudeutschen haben, geht dann verloren, weil der Kölsche viel zu viel dafür ist. Von Zojewe, ich han Zojejuwe. Von Sare, ich han gesagt. Vom Versteche, nicht verstecke. Versteche, verstoche. Von Usbrede, ich han ausgebreit. Vom Verzelle. Moment, ausgebreit, da muss man aufpassen. Am Eng schrieb man das auch auf Kölsch mit dem D und T, weil es eigentlich ins heißt ausgebreitet und das E ist ja ausgefallen. Aber man schreibt noch, sonst sieht es auch auf Kölsch einfach nicht aus. Und dann Verzelle, ich han verzahlt. Ja, Leeflükscher, jetzt sind wir wieder am Eng. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, auf einer von den beiden Bichteln für euch passen date. Vielleicht flubbert ja. Oder als Alternative, es geht ganz hoch es Sünche im Frühjahr aus. Dann ja der Russ,
nicht in der ein auf andere Bistol und dodete so richtig drusse Genese. Viel Freude dabei. Tschö.